Also solche Kommentare brauche ich dann grad nicht. He. Ich bin jetzt einfach so, wie ich bin. Ich bin zufrieden so, wie ich bin. Und ja, ist jetzt halt einfach so. Lieber dünn als hure dick. Hinterlass den Input Im Subreddit. unten und ich check den Input in der nächsten Folge von Still. Hoi hoi. Zuerst mal dehydrieren hier. Zitrone und Minze. Und somit willkommen zu einer neuen Folge Stay! Mit dem einzig attraktiven YouTube-Moderator, mit dem einzig richtigen Bim. Und was heißt Stell? Ganz einfach. Und die Aufgabe von letzter Woche war: Hallo, ich weiß doch, dass ihr alle den Bachelor heimlich guckt. Darum erstellt mir doch bitte eure besten Bachelor-Memes. Und als kleines Geheimnis, Lino ist in Chantal verliebt. Hi hi. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich rein ins Stels Subreddit, ins erste Monotonus Studio. Alan grösser als Lino. Alan, ich bin 1,87 und esse Olma Bratwurst mit Senf. Masterplan: vegan Olma Bratwurst. Rah! Bummeli. Gold. Okay, bei dem Meme gibt es ein paar Kriterien, die so nicht stimmen. Erstens mal, Olma Bratwurst mit Senf. Zweitens, Alan sicher nicht 1,87. Denn niemand ist grösser als die magische 1,74. Wenn jemand an die Weltmacht kommt, ist es die 1,74 Gang. Und weil das Meme so weit an den Tatsachen vorbei ist, kommt das Meme von mir eindeutig ein Download über. Aber da der Monotono-Studie eine Neuankömmling ist, wollen wir nicht so sein, und ich begrüße Sie auch natürlich mit einem herzlichen Hoi Hoi. Das nächste Meme from the Real Jossel: Real Talk. Lino mit Maelio-Körper reingefotoshoppt, Alan der Bachelor, Bachelor-Kandidatin Grisha Jete mit photoshopptem Lino-Körper. Hat's da tatsächlich Grisha-Fans ins Stels Subreddit? Kommt man da noch ein Grisha-Fan ins Stels Subreddit? Kommen da die absolut trainierte Roundhouse? Viele wissen es ganz genau. Niemand kommt da der vom Lino Cappuccino her. Und weil das einfach nur ein Fan-Meme ist für den Grisha Yeti, und wir alle wissen, dass der Grisha Yeti gibt's von mir eindeutig für die Schleichwerbung wieder mal ein Download! Das nächste Meme vom Joel the G. F. Okay, ein TikTok-Video. Wir sind gespannt. Wo die Eva zum ersten Mal den Lino gesehen hat. Mir geht einfach das Herz auf, wenn ich so viel Schönheit sehe. Also der Lino Ventura. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. God gave her everything she took. Try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Gebt's zu, ihr seid auch nicht rausgekommen, oder? Darum eindeutig Download. Und wir wechseln zum Stale Discord, denn falls ihr es noch nicht wisst, man kann die Memes nicht nur ins Stale Subreddit posten, in einzig relevantes Schweizer Subreddit von der Schweiz, eröffnet und gegründet vom einzigen Pro-Schweizer Gamer aus Buchs St. Gallen. Man ist den Satz richtig beendet.
denn ihr könnt sie auch in einzig relevanten Schweizer Discord posten. Discord von mir, Lino Cappuccino. Und wir gehen gleich rein. Das erste Meme vom M. Bummeli. Was haben die folgenden Personen gemeinsam? Styles P, Lil Wayne, Lino. Sie sind all irrelevant und 1,68 klein. Wie viel Mal muss es da beweisen, dass ich grösser als 1,68 bin und genau 1,74 Meter bin und für die 1,74 gegen sterben will? Ihr habt einfach keine Ahnung. Ich habe es schon so viel Mal bewiesen. Jetzt ist fertig. Und weil das Meme vom M. Bummeli kommt, gibt es auch für das nur eine ganz klare Antwort. Das nächste Meme vom Swiss Spectre. Nicht dein Ernst, oder? Zu was verkommt das Format? Zu was verkommt das Format? Muss ich zu dem noch etwas sagen? Ich glaube nicht. Darum gibt es auch für das Meme, einfach nur einen richtig traurigen Download. Das nächste Meme von ROG Denzo. Klingt offiziell. Asus ROG Masters. Einzig relevante Schweizer Pro-Gamer aus Buch St. Gallen kommt von Asus. Eine Rose über. Asus ROG Schweiz weiss halt noch, wer ein Pro-Gamer ist und wer in der Schweizer Pro-Gaming-Szene noch relevant ist. Dann nur einer, nämlich der, der seinen PC auch selber in die Wohnung tragen kann und nicht seine Mami fragen muss. Drum allerliebste ROG Asus Social Media Managerin, Expertin. Grüß gehen raus. Und für das ganz klar. Upvote. Das nächste Meme vom allertraurigsten Grisha-Yeti. Wer ihn nicht kennt, muss ihn auch nicht kennen. Und wer ihn kennt, vergessen den gescheiter wieder. Der echte Frauenbeglücker. Der Bachelor Alan. Lino mit dem Maelo-Körper, da sagt der Bachelor Alan. Grisha-Yeti mit dem Lino seinem Originalkörper. Lino hat hier ein Identitätsproblem. Hat der Grisha-Yeti ganz dezent kleinen Penis und ein Identitätsproblem. Okay, das haben ein paar Räudige aufgegeben. Für das infiltriert da der Grisha-Yeti mein Styles arbeitet und mein Discord Memes-Part. Für das gibt es eindeutig Grisha-Yeti. Ich bin der Jörg. Ein Download. Das letzte Meme vom Swiss Spectre. Der Anus eines Blauwals kann einen Durchmesser von bis zu 1 Meter erreichen und ist somit das zweitgrößte Arschloch der Welt. Lino ist sogar 1,41 Meter. Nein! Da hat mir mein Cutter eindeutig das letzte Mal einen Streich gespielt, weil das habe ich nie gesagt. Manipulativ werden da meine Videos von meinem Cutter geschnitten. Die Videos, die der Cutter für mich schneidet, werden da eindeutig infiltriert und retuschiert und gefaked. Irgendetwas stimmt da nicht. Der Grisha ist zu viel im Styles arbeitet, der Grisha ist zu viel im Discord. Irgendwie connecte ich die Points langsam. Aber für den Fakt, wo mich ein bisschen weitergebildet hat, Swiss Spectre, gibt es von mir für das Meme. Trotzdem. Ein Abort. Und das wäre schon wieder gewesen mit einer wundervollen, absoluten, perfekten Folge Style. Und die Aufgabe für die nächste Woche ist folgende. Hallo meine Hobbygamer. Erstellt mir doch ein lustiges Meme aus dieser Vorlage. Ich weiß doch, dass ich auch lustig sein könnt. PS, Lino ist immer noch in Chanel von Bachelor verliebt. Achtung! Lino hat Ferien. Darum gibt es nächste Woche kein Stell, aber ihr kriegt dafür mehr Zeit für eure genialen Memes. Macht's gut, ihr kleinen Lüstler. Ich bedanke mich bei allen, die relevante und gute Memes gepostet haben. Ist rar gewesen diese Woche, muss man wirklich mal sagen. Ihr habt es wirklich nicht so im Griff gehabt, weil ihr mir wirklich einfach nur noch anwidert. Und ich würde sagen, ich freue mich auf nächste Woche und verabschiede mich mit einem ganz herzlichen Ciao, ciao!